Über 1600 Stunden haben Martin Hofbauer, seine Frau Danja und Pflegesohn Valentin an der Wiedergeburt dieser Dampfwalze getüftelt. Jetzt, nach 60 Jahren im Dornröschenschlaf, soll sie wieder zeigen, was sie kann. Das ist heute der erste Arbeitseinsatz und auch, sagen wir mal, die erste weitere Ausfahrt. Und ich weiß nicht, ob wir die überhaupt durchhalten, ob wir überhaupt ankommen auf der Baustelle. Einen Feldweg wollen sie heute walzen. Und der ist 5 Kilometer weit entfernt. So, Wassermarsch. Hey, die pfeift ja schon. Früher wurden Dampfwalzen mit Kohle angeheizt. Wer eine weiß. Aber Martin will es mit Holz versuchen. Ja, das ist auch sowas, das haben wir überhaupt noch nicht im Gefühl. Schauen wir mal, ob wir die Leistung herbringen. Holz ist schonender für die alten Kesselrohre, nachhaltiger und außerdem gibt es davon in Niederbayern jede Menge. 2 Stunden später. Psst. Es kocht langsam das Wasser. Man hört schon, das brodelt jetzt im Kessel. Druck haben wir jetzt 7 Bar. Jetzt können wir die Maschine mal anlaufen lassen. Es ist alles heiß, es steht unter Druck und es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Müssen wir schauen, dass die Wasserpumpe pumpt. Dann ist es endlich soweit. Einfach auf die Bremse steigen geht übrigens nicht. Martin kann die Geschwindigkeit der 8 Tonnen schweren Walze nur über den Dampfantrieb steuern. Dazu eine träge Lenkung und glatte Eisenräder, die kaum Haftung haben. So ist schon die abschüssige Hofausfahrt eine Herausforderung. Scheiße. Haben wir schon soweit. Scheiße. Ja, wir kommen nicht weg. Die steht jetzt genauso in der Senke, dass die Räder rutschen. Und was macht ihr jetzt? Den Bolzen müssen wir stecken, dass die zweite Seite mitzieht. Eigentlich wollte Martin mit Einradantrieb fahren, Martin, kein Gangdritt. weil damit die Walze leichter zu lenken ist. Aber jetzt muss das zweite Rad dazu. Gut, dann probieren wir es nochmal. Anstrengend. Schwerstarbeit. Sauber Autofilm. Jetzt geht es auf die öffentliche Straße. Sie lassen Asbach, das zu Rottalmünster gehört, hinter sich, mit gemütlichen 4 Kilometern pro Stunde. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Dramatische Dampfwalzenunfälle waren früher keine Seltenheit. Mal gab bei den bis zu 20 Tonnen schweren Walzen der Untergrund nach. Mal war es die Achse selbst, die brach. Oft waren es aber auch die Fahrer, erschöpft und alkoholisiert. Eine Promillegrenze gibt es bei uns erst seit 1953. Natürlich hat Martin Hofbauer heute keinen Tropfen getrunken und die Walze war gerade erst beim TÜV. Trotzdem geht er auf Nummer sicher. Hinter ihm sein Vater Konrad mit Werkzeug und Holzvorrat, gefolgt von Danja in Unimog, bereit, ihn aus jedem Straßengraben zu retten. ...100 Liter Wasser verdampft das Relikt aus dem Industriezeitalter in nur einer Stunde. Zeit für ein Experiment. Anstrengend.
Da kommt man nicht schwitzen. Es ist heiß, man hat so viel zu tun, man muss überall schauen. So, und jetzt brauchen wir Wasser. So, Valentin, du heizt jetzt nicht mehr ein, rührst einmal umgescheit, dass wir wieder einen Druck kriegen. Und wir schauen mal, ob wir aus dem Bach Wasser saugen können. Ob es die fast 100 Jahre alte dampfgetriebene Pumpe schafft, den Wassertank wieder aufzufüllen? Ja, es kommt Wasser. Funktioniert. Besser, wie ich gedacht hatte. 400 Liter, fast der Wassertank der letzten noch erhaltenen Dampfwalze der Firma IBAC. Gebaut 1929 in Neustadt an der Weinstraße. Es wird ernst. Jetzt stehen wir vor dem ersten Arbeitseinsatz mit unserer Dampfwalze. 60 Jahre wird die nichts gemacht haben und jetzt darf sie wieder arbeiten. Und das ist doch ein historisches Ereignis. Der Feldweg der Familie Hopper vom Schubernhof in Rucking muss schwere landwirtschaftliche Geräte aushalten. Der Schutt vom Abriss einer Scheune soll ihn stabilisieren. Normalerweise würde Roland Hopper den Weg mit Bagger und Rüttelplatte verdichten. Aber diese einmalige Gelegenheit wollte er sich nicht entgehen lassen. Das hätte man auch nie geträumt, dass zu uns auf dem Hof einmal ein Dampfwalzen kommt. Wenn er das nicht macht, das macht er so kein Museum nicht und nichts. Und auf einmal ruft er wieder an, jetzt habe ich einen Dampfwalzen. Sag ich, das gibt's doch nicht. Und ich habe mir gedacht, na ja, mach mal, red mal. Nicht? Aber ich weiß bei ihm, der bringt das zum Laufen. Das können gar nicht so viele Einzelteile sein, dass der das nicht zum Laufen bringt. Also das ist echt faszinierend. Anstrengend, gell? Man soll walzen, man soll was ausrichten, man soll heizen, der Wasserstand muss passen, da gibt es so viel zu tun. Multitasking gab es schon vor 100 Jahren. Analog heißt nicht automatisch einfach. Die Entwicklung der Dampfmaschinen war eine Revolution. Wie heute die Digitalisierung veränderte sie alles. Wer beim Dampf mitarbeiten durfte, hatte die Nase vorn in der neuen Zeit. Kann die alte Technik heute noch überzeugen? Steht der Tropfen, holt den Stein, habe ich gesagt. Mal überfahren brauchen wir, aber dann wird das optimal. Also bringen wir mit moderner Technik auch die besser hin. So gut war er noch nie. Das wird die neue A94. Und die ist heute noch fertig. Toll, schon beeindruckend. Super, viel glatt, muss ich echt sagen, überzeugt mich. Ein bisschen schwerer darf es schon sein, gell? Die Brocken haben schon. Ja, die Ein bisschen größere Brocken wären schwerer aber wie schau her, schau dir die Brocken an, wie schön das jetzt fallen. Ja, das ist jetzt eigentlich ja, ideal, da aber müssen wir noch ein paar Mal das war ein ganzer Zirkelstein. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen eh nicht ein Mai. Ja. Weil sobald wir ein Mai haben, schwimmt das wieder. Das ist eigentlich der ideale Unterbau, das steht dann und das hält dann das Gewicht aus, was von den Maschinen her aushalten muss. Wichtig ist, dass der Bauherr zufrieden ist. Das erste Mal hat schon funktioniert. Wer hätte gedacht, dass die alte Technik noch so viel Freude machen kann? Ob man das über die heutige in 100 Jahren auch noch sagen kann?